Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit-Fonds. In deze eerste uitzending van Venray van Toen in 2018 besteden we aandacht aan het tot stand komen van het gebrandschilderde raam Wederopbouw in de Grote Kerk. Het raam is een schenking van het Nelissen Smit-Fonds dat in 1990 werd opgericht door Loek en Do Nelissen en na hun overlijden in hun geest werd voortgezet door hun kinderen. In 2012 ontstaat ter gelegenheid van de 70-jarige bevrijding van Venray en het 25-jarig bestaan van het fonds het plan om een glas- en loodraam te schenken aan de Grote Kerk. Kijkt u mee hoe een mooi gebaar werkelijkheid wordt. Venray, een dorp in de Peel. Een dorp dat in de oorlog zwaar wordt getroffen. Een dorp dat na de oorlog hulp krijgt vanuit Haarlem. Een dorp dat kort na de bevrijding begint met haar wederopbouw. Die wederopbouw brengt Loek Nelissen en zijn gezin naar Venray. Als jonge aannemerszoon start hij in 1945 een nevenvestiging van JPA Nelissen Aannemersbedrijf, het Haarlemse bedrijf van zijn vader. Door zijn inzet groeit het bedrijf snel in Nederland en ook in het buitenland. Loek is een creatief ondernemer die naast zijn bouwbedrijf veel initiatieven neemt, zoals Nelipak Verpakkingsindustrie. Ook levert hij belangrijke bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Venray en de regio. Daarnaast ondersteunt hij veel culturele en sociale initiatieven in Venray. Om deze initiatieven levend te houden, richtten Loek en Do Nelissen in 1990 het Nelissen Smit-Fonds op. Dan ontstaat het idee om ter gelegenheid van de 70-jarige bevrijding van Venray en het 25-jarig bestaan van het fonds een glas-in-loodraam te schenken aan de Grote Kerk. De eerste ideeën worden in 2012 bij de bekende glaasmalerij Hein Dierix in Kevelaar besproken. Na veel brainstormen krijgt de Berlijnse kunstenares Susanna Ludwig de opdracht om het raam te ontwerpen, met als hoofdthema de bevrijding en de wederopbouw van Venray. Dies ist der Entwurf für das Glasfenster für Venray, für die Grote Kerk, Petrus-Bandenkirk. Und dieser Entwurf ist im Maßstab 1:10 entwickelt worden in dem letzten Jahr und hat sich ergeben aus verschiedenen Varianten von verschiedenen Entwürfen, die ich entwickelt habe, als ich das erste Mal nach Venray kam und ins Gespräch mit den Bürgern von Venray gekommen bin. Und ich habe im letzten Jahr einen Vortrag gesehen über die Geschichte der Kirche, mit Dias von den alten Glasfenstern und von der Zerstörung im Krieg durch die Deutschen. Und habe im Museum von Venray verschiedene Scherben der alten Kirchenfenster gezeigt bekommen. Und aus diesen vielen Gesprächen und Archivaufnahmen und auch aus diesen Glasscherben von den alten Fenstern ist die Idee für den Entwurf entstanden. Der Entwurf zeigt das Thema der Zerstörung der Kirche im unteren Teil und den Wiederaufbau im oberen Teil des Fensters. Die dramatische Situation der Zerstörung und der Ruine ist im unteren Teil und wir sehen dann die beiden Friedhöfe, den deutschen und den britischen Friedhof. Und über den Mittelteil des Glasfensters, die sogenannte Brücke, gibt es einen Übergang zu dem Wiederaufbau der Kirche, wobei der Kirchturm symbolisch steht für den Wiederaufbau der Kirche insgesamt und auch für die Stadt Venray und für viele andere Einzelheiten.
Mein Entwurf besteht aus verschiedenen Elementen. Das eine ist die Farbe und das andere ist auch die Zeichnung. Die Farbe steht für das Symbol des Schmerzes, der Zerstörung, des Feuers. Das ist ein emotionaler, wichtiger Teil des Bildes. Im oberen Teil wird die Farbe leicht. Das Blau und das Gelb geben eine große Heiterkeit. Zusätzlich zu diesen beiden Elementen Zeichnung und Farbe ist das Fenster in der Tiefe räumlich gedacht. Das heißt, wir arbeiten auf 2 Gläsern und diese 2 Scheiben geben eine Tiefe. Einerseits für die Farbigkeit, für die Räumlichkeit der Farbwirkung, andererseits auch die Tiefe in die Geschichte zu schauen, die verschiedenen Schichten der Geschichte deutlich zu machen. Die Ruine ist im Braunton aus 2 Farben entwickelt, einem Hinterglas Blau und einem vorderen Glas Rot. Der obere Teil ist ein Hinterglas Gelb und ein Vorderglas Blau. Und jetzt ist die eine die Positiv-, die andere die Negativform. Wenn ich die übereinander tue, habe ich hier die blaue Form, da hinten die gelbe Form. Der obere Teil des Fensters ist gestaltet aus einem gelben Hinterglas und einem blauen Vorderglas, aus dem der Engel herausgeätzt ist. Wir sehen hier zum Beispiel den Engel in der Zeichnung, die später auf ein blaues Glas übertragen wurde und herausgeätzt wurde. Das Hinterglas, das gelbe, leuchtende Glas, wird nachher hinter diesem blauen Glas liegen. Wir sehen jetzt hier im Entwurf die sogenannte Brücke. Das ist ein Mittelteil zwischen dem unteren und dem oberen Fenster. Besteht aus 3 Pässen und aus Spitzen und aus den Zwickeln. Und das kann man jetzt sehr schön hier sehen, wie so ein kleines Detail, ein farbiges Glas an sich schon sehr schön ist, auch in seiner Farbigkeit. Und über diesen Teilen gibt es zum Teil auch noch eine schwarze Malerei, die später auf dieses blaue Glas aufgemalt wird. Diese Strukturen ergeben sich dann durch die Säure, die in dem blauen Glas diese Formen hineinfrisst. Wir sehen jetzt hier die Simulation meines Entwurfs in der Kirche und im unteren Teil sehen wir die roten Gläser und können jetzt erkennen, das Feld 3a haben wir hier realisiert in Glas. Und das ist jetzt dieses Feld, es zeigt einen Teil noch von der Ruine und einen Teil des Friedhofs Eiselstein. Und diese beiden Ebenen lassen sich darstellen durch 2 Gläser, die übereinander liegen und jetzt auch übereinander montiert sind. Ein rotes Glas und ein Satinatoglas als Hinterglas. Wir haben in dem roten Glas eine Ätzung, die die Formen aus dem Rot heraus geätzt hat. Das sind die Formen der alten Glasfenster, der zerstörten Glasfenster. Und wir haben auch innerhalb des Rots Ätzungen in dem Rotton. Das sind die verschiedenen Stufen des Rots, die man hier sehr fein durch Ätzungen darstellen kann. Und wir haben im Anschluss eine Übermalung mit Schwarzlot auf dem roten Antikglas. Und diese Malerei wird nachher
gebrannt, im Ofen gebrannt. Wir stehen hier vor dem oberen Teil des Glasfensters, was den Wiederaufbau zeigt und die Kirche, den Kirchturm und darüber das Motiv der Hände wie ein Schutz über der Kirche und oben ein Teil des Maßwerks in Gelb mit dem Engel. Und wir haben 2 Glasschichten, ein gelbes Glas, ein blaues Glas und eine Malerei und noch eine Malerei. Wir haben 4 verschiedene Ebenen übereinander jetzt bei dem oberen Fenster. Zum Beispiel die Hände sind jetzt in einem Probeglas erst einmal so gemalt und werden dann auf das blaue Glas übertragen und in eine endgültige Form gebracht. Begin december 2014 zijn alle glaspanelen van het raam gereed en worden de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van deze panelen. Als de firma Derix begint met de definitieve montage van de 68 panelen, neemt de spanning toe. Stap voor stap komen de contouren van het 11 meter hoge en bijna 2 meter brede raam in zicht. Alleen de bouwsteiger is nog een laatste obstakel voor de officiële onthulling. Een onthulling die onder grote belangstelling plaatsvindt op 21 december... na een plechtige eucharistieviering in de Grote Kerk... voorgegaan door monseigneur Frans Weerts, bisschop van Roermond en deken Harry Smeets. Welkom op deze 4e zondag van de Advent. Vlak voordat we in het volle licht van Kerstmis, God uit God, licht uit licht, zullen mogen treden. 4e zondag van de Advent en de kaarsen aan de adventskrans zullen nu allemaal worden aangestoken. Licht dat in het donker komt, zoals na de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden ook bevrijding kwam. Bevrijding van Venray en Overloon is een van de plekken waar in de laatste oorlogsdagen zwaar gevochten is. Waar de verwoesting groot was. En na de bevrijding kwam de wederopbouw. Die wederopbouw bracht de familie Nelissen naar Venray. En dat brengt ons uiteindelijk tot op de dag van vandaag. Hartelijk dank aan het Nelissen Smitfonds voor deze gave van het prachtige glas- en loodraam aan kerk en gemeenschap van Venray. Dank. Vandaar dat ik vanmorgen heel bijzonder u, familie Nelissen, en u, monseigneur Frans Weerts, onze bisschop, heel bijzonder welkom heet. Willkommen auch an die Künstlerin Susanne Ludwig und ihre Familie. Susanne Ludwig, die der Entwurf für dieses Fenster geschaffen hat. Willkommen heute in unserer Kirche. Eveneens welkom aan de edelachtbare heer burgemeester Gillissen, aan loco-burgemeester Loden en aan allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit raam. Ook welkom. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn in ons bisdom en met name in Noord-Limburg heel veel kerken verwoest. De jaren erna hebben mensen zich enorm ingespannen om die kerken weer op te bouwen. Dat geldt ook alles voor deze prachtige
Petrusbandenkerk. En vandaag mogen we de kerk nog wat verder verfraaien met een nieuw raam. Wanneer ik zeg, en de rest is historie, doe ik velen tekort. Echter met de viering van zijn 80ste verjaardag hebben we als familie het idee opgepakt om iets blijvends aan Venray te schenken. Dit als blijk van dankbaarheid voor alles wat onze ouders hier mogen meemaken en beleven. Als Hollandse familie die uiteindelijk samen met vele naar het zuiden meegereisde Haarlemmers en Rotterdammers en de al hier woonachtige Venrayenaren een mooie onderneming hebben weten op te bouwen en een goed welvarend bestaan gecreëerd voor velen. Onze ouders wonen hier graag en voelen zich verbonden met de omgeving en met de mensen. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Venray is bevrijd. En ook 25 jaar geleden dat onze ouders een fonds in het leven hebben geroepen voor de ondersteuning van culturele, historische en caritatieve doelen. Het Nederlandse Smitfonds. Dit fonds heeft dan ook het raam geschonken. Het raam dat als vervanging dient voor het alom nog aanwezige noodglas in onze kerk. Wij danken ook de kerk voor het aanvaarden van dit raam en alle Venrayenaren voor de omarming van de Haarlemse gemeenschap. De onthulling van het raam na de zegening door bisschop Wiertz willen we gaarne overlaten aan Charles de Vilder. Als dank en respect voor alles wat hij voor Venray heeft gedaan en intense vriendschap met onze familie en speciaal onze ouders. Ik zegen dit kunstwerk, dit raam in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Proficiat, familie Nelissen. Proficiat, Petrusbandenkerk. Proficiat, kunstenares. Voor Suzanne Ludwig. Proficiat ook aan degenen die het gemaakt hebben, Kevelaar en Heineman. Proficiat aan de Venrayse gemeenschap. Aan allen die hier van mogen genieten, die dit geschonken hebben, maar ook die het gekregen hebben en die er mogen leven. U allen, proficiat. Het gaat u goed. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds.